Dienstagnachmittag, Schichtbeginn für Polizeiobermeister Benedikt Sporrer. Tag für Tag ist er im Nürnberger Stadtgebiet unterwegs, im Dienst der Gerechtigkeit. Das gesamte System, so wie wir leben, mit den Werten, mit den Normen, wie wir sie kennen, wenn es da keine Gerechtigkeit gäbe und man auch die Regeln nicht hätte, wie man sie jetzt hat und es auch nicht durchgesetzt werden würde, würden mit Sicherheit einige Personen oder vielleicht auch mehr tun, was immer sie möchten. Und das würde natürlich Schaden für andere bedeuten. Ein Traumjob, sagt der 23-Jährige, obwohl es an Herausforderungen nicht mangelt. Bei der Verkehrspolizei sind Kontrollen an der Tagesordnung. Handy am Ohr, nicht angeschnallt, zu schnell gefahren. Benedikt Sporrer bittet oft zur Kasse. Da freut sich in der Regel niemand. Die Freundlichkeit ist das, was grundsätzlich sein sollte. Ich finde, man sollte immer einen gewissen Respekt und eine Freundlichkeit jetzt in dem Fall ihm gegenüber wahren. Auch wenn er jetzt die Ordnungswidrigkeit begangen hat. Ne? Ein normaler, respektvoller Umgang ist, oder ein menschliches Miteinander ist das, was man immer pflegen sollte. Und das versuche ich bei jeder Kontrolle, soweit es geht, irgendwie zu wahren. Und das wurde ihm in die Wiege gelegt von Vater Michael Sporrer, Kriminalhauptkommissar. Auch er arbeitet in Nürnberg, ist stellvertretender Leiter der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Also ich brauche eine Arbeit, bei der ich abends zu Hause bin und ich bin davon überzeugt, dass heute irgendetwas passiert ist, ich irgendetwas getan habe, was Sinn macht. Im Gesamtzusammenhang unserer Gesellschaft, im Miteinander, im Du und Du. Also das ist mir immer ganz wichtig. Und das finde ich bei der Polizei, und zwar seit dem ersten Tag. Wer zur Polizei geht, übernimmt Vorbildfunktion, auch nach Dienstschluss. Davon ist der 56-Jährige überzeugt. Wir haben immer mehr an Verantwortung auch in unserem Privatleben. Wir können nicht einfach die Uniform ausziehen und dann sagen, na, jetzt bin ich Privatmann und jetzt kann mir keiner mehr was. Das ist in anderen Berufen anders. Und darum, glaube ich, ist tatsächlich der Polizeiberuf mehr Berufung als Beruf. Ja. Im Streifenwagen sitzt Michael Sporrer längst nicht mehr. Das übernehmen Jüngere. Er versucht dazu beizutragen, dass es gar nicht erst zum Verbrechen kommt und hat sich der Prävention verschrieben. Mit Beratung und Vorträgen zu Themen wie Internetkriminalität und Einbruchsschutz. Lebensmotto: Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das hat er von seinem Vater übernommen. Heinz Sporrer, 85, Polizeibeamter im Ruhestand. Und hellwach, wenn er sich an sein bewegtes Berufsleben erinnert. 4 Jahrzehnte im Dienst, da waren große Ereignisse dabei, wie der Dammbruch 1979 in Katzwang. Die Wassermassen reißen Autos mit sich, Häuser werden überflutet, der ganze Stadtteil verwüstet. Und ein 12-jähriges Mädchen verliert sein Leben. Wenn man da hinkommt und das alles sieht, dann geht dann das ewig nach. Das kann man nicht vergessen. Da war der Hubschrauber schon über ihr. Aber er hat es schon an der Hand gehabt. Aber sie ist irgendwie rausgerutscht aus der Hand und ist dann von dem Wasser weggeschwemmt worden. Und dann ist da noch die Sache mit den Trabis, die die Nürnberger Innenstadt lahmlegen, weil DDR-Bürger ihr Begrüßungsgeld abholen wollen. An einem Sonntagmorgen. Heinz Sporrer im Dienst fackelt nicht lange und klingelt um 7 den Chef des Sozialamts aus dem Bett. War er nicht begeistert, weiß ich im Nachhinein. Und habe ihm gesagt, wo denn bei uns die Leute Geld bekommen könnten. Da hat er mir zur Antwort gegeben, nur beim Sozialamt und es öffnet wieder am Montag. Dann habe ich zu ihm gesagt, nach einer kurzen Pause, Herr sowieso, in Ihrer Haut möchte ich am Montag nicht stecken. 45 Minuten später ist es soweit. Das Begrüßungsgeld wird ausgegeben. Wenn alle Polizeibeamten der Familie zusammenhocken, gibt's immer was zu erzählen. Michael Sporrers zweiter Sohn Simon ist übrigens auch bei der Polizei gelandet. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Wertegefühl, was man da so hat. Und vielleicht ist das tatsächlich auch was man über Generationen weitergibt. Eine Familie hält zusammen, im Privaten wie auch im Beruf. Gefühlt bis Weihnachten.